In Ordnung, Garrus. Was haben wir? In der Nähe wurden Reifenspuren gefunden. Sie werden gerade analysiert. Der eindeutigste Hinweis ist diese Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Die Zimmertür wurde nicht aufgebrochen, ganz im Gegensatz zur Badezimmertür. Dieses Mal ist es anders. Der Killer war hinter Hernandez her. Sie ist in den Fall involviert. Das war kein Zufall. Hier ist der Bericht, um den Sie mich gebeten hatten. Er fasst die Hauptpunkte der Untersuchung zusammen und enthält außerdem das psychologische Profil des Killers, das Sie erstellt haben. Danke, Garrus. In Ordnung. Wir machen uns an die Arbeit. Wir müssen so viele Hinweise wie möglich zusammentragen. So, wir müssen Hinweise zusammentragen. Aber erstmal einmal speichern natürlich. So, überschreiben. Und dann werden wir uns mal da ein bisschen umschauen. Wir haben da übrigens eine Nachricht. Durchsuchen Sie Hernandez Zimmer. Und ein Dokument haben wir auch gehabt, gell? Die Akte über den Killerfall. Ja, Serienmorde. Und es gibt keinen Tatverdächtigen. Sally Dukes Leiche. Alan Dunnigans Leiche. Autopsieberichte. Und das ist das Battle von mir. Ja, den haben wir schon kennengelernt. Gut. Jetzt wissen wir ein bisschen was über den Mörder. Und jetzt sollen wir da ein bisschen uns umschauen. Eine Broschüre über das Bishop Motel. Berühmt für seine Gemütlichkeit. Da werden sie sich wohl einen neuen Slogan ausdenken müssen. Und da ist der Fußabdruck. Dort auf dem Teppich wurde Kaffee verschüttet. Es ist ein deutlicher Fußabdruck zu sehen. Wenn ich diesen Hinweis mitnehmen will, sollte ich mich an die Vorschriften halten. Sonst ist eine Analyse nicht möglich. Ach so. Ja, haben wir irgendwas zum Analysieren? Also im ersten Teil haben wir ja so einen Koffer gehabt. Mit so Instrumenten drin und so, ja, Gegenständen. Oh, den habe ich gar nicht. War es denn irgendwas? Zu Ihren Diensten, Agent McPherson. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, wegen der Zimmerdurchsuchung. Ich habe die Oberflächen überprüft. Der Killer hat den Raum mit chemischen Reinigungsmitteln gesäubert. Aber er hat absichtlich einige Hinweise hinterlassen. Er macht sich einen Spaß daraus. Sie können jetzt die Ermittlungen übernehmen, Agent McPherson. Hier ist das CSIA-Kit. Das, was? Das ist das neue Kit für den Feldeinsatz, das vom Labor zusammengestellt wurde, damit wir wissenschaftliche Tests direkt am Tatort durchführen können. Claire würde vor Neid erblassen, wenn sie dieses Ding sehen könnte. Ich habe schon alle Infos in die Datenbank eingegeben, die mit Paloma Hernandez in Verbindung stehen, damit wir sie mit den Proben vergleichen können. Ja, das ist doch wunderbar, oder? Was haben wir denn da alles? Anleitung für Testkit. Digitales Mikroskop. Computerschlüssel. Probentupfer. Probenzange. Fingerabdruckpulver. Spurensicherungsspray. 3D-Scanner. Und eine elektronische Nase. Ja, es ist sehr modern. Der Laptop scheint hinüber zu sein. Aber vielleicht lassen sich einige Dateien auf der Festplatte wiederherstellen. Ach so, da bräuchten wir schon unseren Koffer, gell? Und Computerschlüssel, glaube ich, ist das Beste. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, das sind die Dateien. Beschädigte die Computerdatei, keine Analyse durchgeführt. Reparierte Datei, Textdatei, Autor Paloma Hernandez. Notizen zum Mordfall.
Okay. So, haben wir sonst noch was? Ein Camcorder. Wahrscheinlich der von Hernandez. Er ist leer. Er ist leer. Gut, dann werden wir uns mal den Fußabdruck genau anschauen. Fußabdruck, wie kann man den... Vielleicht mit dem Spray? Das wird niemals funktionieren. Nicht. 3D-Scanner. Das ist jetzt ein guter. Schuhabdruck. Fehlgeschlagen. Vielleicht ist da. Einig. Datenbankanalyse. Schuh mit Stollensohle. Größe 44. Fußabdruck des Mörders links. Jetzt wissen wir schon mal, er hat Schuhgröße 44. Ich schon mal anfangen. Ich habe dir einen Platz in meinem kalten Zimmer freigehalten, McPherson. Ich glaube, dieser Spinner hat was gegen mich. Aber warum? Ich will doch nur, dass er für den Rest seines Lebens hinter Gittern verschwindet. Und jetzt war das alles, eh? Hallo Paloma, hier ist Simmons. Du weißt schon, dein Nachrichtendirektor. Der immer noch auf deinen Rückruf wartet. Wie weit bist du mit deiner Exklusivmeldung? Ich muss mein Programm planen, verstehst du? Oh, seine Sorge ist wirklich rührend. Ach so, die Stimme. Aufgezeichnete Stimme. Da können wir Analyse durchführen. Nehmen wir mal die da. Veränderte männliche Stimme. Stimme des Ostküstenkillers. Identifikation nicht möglich. Okay. Da drüben haben wir noch mehr. Der Safe ist leer. Wo ist das Diese Safe? Ist leer. Fernsteuerung ist unter das Bett gefallen. Möglicherweise befinden sich auf ihr komplette Fingerabdrücke. Ach so, da haben wir eine Fernbedienung. Fingerabdrücke, ja, die nehmen wir am besten mit dem Pulver. Und dann, was machen wir dann? Mit dem Scanner vielleicht? Digitaler Fingerabdruck. Übereinstimmung Paloma Hernandez, digitaler Fingerabdruck. Ach so. Leider nichts vom Mörder. Und da haben wir, was haben wir denn da? Der Koffer ist verschlossen. Verschlossen. Und da haben wir Sieht nach Kleiderfasern aus. Kleiderfasern. Die kann man mit der Pinzette nehmen. So, halt, weglegen und die Fasern mal analysieren. Schwarze Fasern. Synthetikfasern, die mit einem aus Chlor gewonnenen chemischen Produkt umhüllt sind. Keine Spur von organischen Rückständen. Also bringt uns das auch nicht weiter. So, da hat er ja auch nicht geschossen. Dort ist ein Loch in der Tür. Zweifellos ein Einschussloch. Und da ist die Kugel eingeschlagen. Ein Einschussloch. Die Kugel wurde entfernt. Ach so, die hat er entfernt. Das ist Abzug. Aus der Richtung des Lüftungssystems kommt ein eigenartiger Geruch. Ein eigenartiger Geruch. Das war doch ein Einsatz für die elektronische Nase. Gasspuren. Spuren eines neutralisierenden Gases, Narkosegas, das Bewusstlosigkeit bewirkt. Ja, das hat er ja eingesetzt, um die Hernandez zu betäuben.
Beim Lokus haben wir nichts, oder? Schaut nicht so aus. Hier sind Spuren von Reinigungsmitteln. Spuren von Reinigungsmitteln. Spurensicherungsspray, das war, glaube ich, war das Richtige. Ein Blutfleck. Allerdings nicht viel. Wahrscheinlich von einer Hautwunde. Ich darf einmal sagen, das ist von der Hernandez, oder? Weil die ist doch da reingefallen. So, Blut nehmen wir mit dem Tupfer. Blutspuren. Menschliches Blut. Blutgruppe 0 positiv. Paloma Hernandez Blut. Gut. Und sonst was ist da drin, oder was? Oder haben wir was übersehen? Gut, das werden wir gleich sehen. Ja, der Koffer noch, gell? Was denn irgendwas? Zu Ihren Diensten, Agent McPherson. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, und zwar bei dem verschlossenen Koffer. Kennst du dich mit dem Knacken von Schlössern aus, Garrus? Eigentlich nicht. Ich hab's eher mit Elektronik. Ich habe allerdings einen elektrischen Schlossknacker. Hier, bitte. Ja, das ist doch praktisch. Schlossknacker mit Batterie und Spanner. Jetzt hätte ich schon gemeint, wir müssen einen Schlüssel suchen. Dabei geht das viel schneller. So, ich bin mal gespannt, was da drin ist. Eine CD. Mini-DVD. Die kann man vielleicht da einlegen, oder? Pass auf. Erläutern Sie uns Ihre Theorie. Sie weicht von den Spuren, die das FBI im Moment verfolgt, erheblich ab. Der Ostküstenkiller handelt nicht spontan, auch wenn der Profiler in dem Fall das behauptet. Ich habe die Kriterien herausgefunden, nach denen er seine Opfer auswählt. Kriterien, die mit seinen Obsessionen zu tun haben. James Hawker. Er hat den Fall noch nicht aufgegeben. Ist das nicht Ihr alter Partner? Finde Hawker für mich, Garrus, und besorge mir seine Akte. Ja, das war James Hawker. McPherson hier. Hilfe! Helfen Sie mir! Der Killer hat mich entführt! Hernandez? Wo sind Sie? Sind Sie in Ordnung?